Du bist gnädig. Du bist allmächtig. Du bist gegenwärtig. Du bist Präsenz da. Du bist unser Freund. Du bist uns nah. Wir loben und preisen dich. Wir verherrlichen deinen Namen, weil du bist gross. Gross als unsere Gedanken, gross als unseren heutigen Tag, gross als Zukunft, als morgen. Wir laden dich ein, unser Herz, unser Gedanken in diesem Gottesdienst. Wir laden dich ein, dass du mit uns redest. Wir öffnen unsere Ohren, Augen, unser Herz und wir sagen, allmächtiger himmlischer Vater, red mit mir. Offenbare dich. Ich brauche dich. Ich will dich erleben und sehen. Amen. Amen. Wow. Kann man nicht wieder Lobpreis machen? Merci vielmals. Wie habt ihr die Fasten-Gebet-Woche erlebt? Was? Fasten-Gebet-Woche? Was ist das? Okay. Ich überlege mir, darf ich euch ganz wenig ich finde nicht das richtige Wort, das ich auf der Bühne darf ich sagen. Ermahnen. Das ist so. Wir hatten eine geniale Lobpreisabend gestern. Am Mittwoch war auch ein Gebetsabend. Geniale Stiftshütte haben wir gebaut, wo haben einfach Zeit gehabt, persönlich mitgehen oder das Ehepaar, Familie. Für alle, die da waren an dem Event, well done. Für alle, die verpasst haben, wie es ist nichts gegangen in dieser Woche, viel zu viel Programm oder sonst noch etwas, verstehe ich. Für alle, die noch Zeit hatten und nicht gekommen sind, haben wirklich etwas Gutes verpasst. Ist schade. Schade, dass wenig Leute an der Worship-Abend oder am Mittwoch oder in der Stiftshütte gekommen sind. Nächstes Jahr machen wir keinen. Das haben wir uns entschieden. Nein, wir machen weiter und ich ermutige euch noch, weil mein Thema heute geht um Warten. Vor allem auf Gott warten. Wer findet Warten einfach? Wer tut gern warten? Eine. Yes! Es gibt ziemlich viele Sachen in unserem Leben, sagen medizinische Diagnosen, Prüfung, Resultat. Für mich ist Hochzeit am Freitag. Gewisse von euch warten für das Kind. Yes. Oder Enkelkind. Oder endlich Schulabschluss und Sommer. Oder jetzt alle von uns warten auf das gutes Wetter. Juniwetter. Warten ist nicht vermeiden. Wir können das Warten nicht vermeiden. Warten ist ein Teil von unserem Leben. Aber wer tut gerne warten? Ich kann von meinem eigenen Leben von euch erzählen, ich warte nicht gern. Vor allem, wenn Essen im Spiel ist. Wenn zum Thema Essen ist, ich kann nicht warten. Schon als Kind, meine Eltern haben immer gesagt, wir müssen erst beten und dann gibt es Essen. Und ich weiss es nicht, wieso habe ich immer vor dem Betten, meine Hand war im Essen gewesen, und mein Maul war voll vom Essen gewesen, und meine Mami hat mich immer ermahnt. Und jetzt, heute bin ich 38. Jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern daheim bin, am Sonntag nach dem Gottesdienst, wo sie gekocht haben, jedes Mal, ohne übertrieben, mindestens einmal wirst du von meiner Mami hören, Dabrina, hör auf. Dabrina, du musst nicht den Kühlschrank auftun. Dabrina, es gibt gleich jetzt Essen. Dabrina, das Essen ist schon fertig mit und gleich Essen. Jedes Mal. Ich kann einfach nicht für Essen warten. Bin ich der Einzige da? Am Sonntag
nach dem Gottesdienst, wenn ich mit meinen Eltern bin, das erste Ort, wenn ich hingehe, wo du mich finden kannst, ist in der Küche vor dem Kühlschrank. Auch wenn ich nicht esse, mindestens mal ich schaue, dass es etwas drin gibt. Hilft, es hilft. Gut, ich bin Iranerin, Aramäerin, wir lieben zu essen. Wir tun auch gut essen. Und viel essen. Und fein essen. Und ich habe Hunger. Die Gebetsfastenwoche war lang. Ich freue mich auf richtig Essen, was es heute gibt. Leben, Umstände fordern uns und warten. Wir müssen warten. Und nicht nur Umstände, sondern Gott fordert uns um Warten. Heutige Thema, oder jetzt haben wir 3 Predigtserien. Und wir haben uns entschieden, wir tun die Predigtserie auf dem Herz ganz von Herzen nennen. Weil wir haben keine Serie, wir haben kein anderes Thema gefunden. Der Micha hat gesagt, wie wäre es, dass wir einen Namen geben, ganz von Herzen. Und dann kann man predigen, was wir wollen. Und haben alle gefunden, yay, super. Also es ist wirklich eine Predigt von meinem Herzen. Und ich habe einen Fehler gemacht, und zwar, ich habe die ganze Predigt vorbereitet auf Englisch. Ich habe Bibelverse gesucht, ich habe das Thema schon gewusst, habe ich meine Predigt vorbereitet, Bibelverse vorbereitet, die Predigt ist fertig gewesen, dann habe ich mich entschieden, dass ich das Predigt übersetze und anfange zu üben. Und beim Übersetzung habe ich gemerkt, eigentlich die Bibelverse auf Deutsch sind anders übersetzt. Eigentlich das Wort, das auf Englisch gibt es fast nie auf Deutsch. Und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt mit der Predigt? So habe ich die ganze Predigt geschrieben. Ich predige es trotzdem. Und das Wort ist auf dem Herrn warten. Auf Englisch, das gibt viel in der Bibel. Wait upon the Lord. Auf Deutsch übersetzt hast du unterschiedliche Worte. Hoffen auf dem Herrn, Vertrauen auf dem Herrn. Und das Ähnliche, was ich gefunden habe in verschiedenen Übersetzungen, ist Harren auf dem Herrn. Deswegen, ich weiss, es ist ein altes Wort, heisst warten, für die nicht gut Deutsch reden. Harren auf dem Herrn. So, ich bleibe mit dem Wort. Auf dem Herrn harren. 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 Aber ich kann Haare auf dem Herrn. Okay, so ich habe richtig gesagt. Hört auf mich durcheinander bringen. Der Andi Wagner hat immer wieder nach dem Sitzung uns bedankt für unsere Ausharren. Er hat immer gesagt, danke vielmals für Ausharren. Und das Wort habe ich eigentlich von Andi Wagner genommen. Habe ich mega gerne gehabt. Habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wir haben etwas erreicht. Danke, Andi. Merci. Und ich möchte über das Wort mit euch heute anschauen. Die Bibel fordert, ermahnt uns. Es ist eigentlich ein Gebot in der Bibel, harre auf dem Herrn. Warte auf dem Herrn. Und ich möchte mit euch schauen, was heisst warte auf dem Herrn. Wieso sagt die Bibel so oft, warte auf dem Herrn? Und wie kann ich überhaupt warten? Wie sieht das aus, ganz praktisch, in unserem Leben? Und von das möchte ich erst mit euch ein paar Bibelverse anschauen. Mit wem fangen wir an? Mit dem fangen wir an. Gut. Psalm 27, wir lesen heute viel vom Psalm. Psalm 27, 14 sagt, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, harre auf den Herrn. Nächste. Harre auf den Herrn und halte dich auf seinen Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Du wirst es sehen, dass die Frevler, das ist eine Luther-Übersetzung, ausgerottet werden. Nächster Bibelvers. Psalm 130, 5-6 sagt, ich hoffe auf den Herrn, oder ich harre, oder ich warte auf den Herrn. Meine Seele hofft, nochmal, meine Seele wartet auf den Herrn. Ich harre auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. In dem Bibelstelle, allein in dem Bibelstelle, wir 6 Mal warten oder harren oder hoffen auf den Herrn. Darf ich die nächste Folie haben? By the way, ich werde heute ein bisschen schnell und kurz predigen, damit wir dann genug Zeit haben für eure Zeugnis. Während ich predige, bereitet euch für Zeugnis. Nachher werden wir gerne von euch hören, wie habt ihr fast eine Gebetswoche erlebt. Wie tun die Worte auf dem Herrn erleben? So, eben, wir haben verschiedene
Wort in der Bibel für das Warten auf dem Herrn. Das oft gebrauchte Wort ist Gava, auf Hebräisch. Gava, wortwörtlich heisst, habt ihr mal das Spiel gespielt, wo ihr so eure Beine mit den Beinen von jemand anders zusammenbinden und dann muss eine Aufgabe irgendwie erledigen. Kennt ihr das Spiel? Wo ihr die zwei Beine von jemand anders zusammenbindet und dann vielleicht die Jungschen gemacht haben oder Kinder, Jugend, Teenies kennen das Spiel. Du bist zusammengebunden mit dem Bein von jemand anders. Das heißt Gava. Zusammengebunden sein. Wenn dein Bein ist zusammen mit Gottes Bein. Das heißt, jedes Mal, das ist nicht so einfach, wenn du laufen und die andere Person läuft ein bisschen schräg oder stoppt oder rennt. Und wenn ihr nicht das gleiche Tempo habt, wenn ihr nicht synchronisiert sind, dann laufen wir sehr schwierig. Aber wenn ihr synchronisiert sind, wenn ihr miteinander lauft, stoppt, rennt, euch bewegt, dann gewinnt ihr das Spiel. Auf Gott warten, Gava heisst, mit Gott verbunden sein. Nicht nur einfach verbunden zusammen sein, Hand in Hand, sondern eure Bein ist fest zusammengebunden mit dem Bein von Gott. Von jedem Schritt, den er nimmt, du nimmst auch. Jedes Mal, wenn er stoppt, stoppst du auch. Wenn er rennt, rennst du auch. Du bist synchronisiert auf dem gleichen Tempo mit Gott. Du laufst mit ihm, du lebst mit ihm, du bist mit ihm. Es gibt andere Worte, auch Jahal. Eher Jahal ist gebraucht während dem Jagen. Also haben wir mal ein Tier gejagt? Nein. Switzerland, schnell an. Gut, im Iran, Christen dürfen, es ist legal, für uns Christen Wildschwein jagen. Im Iran, Schwein ist nicht erlaubt, Alkohol ist nicht erlaubt für den Muslimen, aber Christen dürfen Alkohol haben daheim, bei gewissem Maß, ich weiß nicht, 2 Liter pro Haushalt. Und dann du darfst auch Wildschwein jagen. Ich habe Cousins, die haben das oft gemacht. Sie sind ein paar Tage unterwegs und Wildschweine sind. Okay, ich gehe nicht im Detail. Die sind stark. Also das musst du richtig nachgehen. Und dann, wenn du alle, die Vegetarier sind, denken, ich rede über sie anschauen, schön warm. Nein, wenn du sie schaust und hast mal geschossen, es manchmal braucht ein paar Tage, bis du sie fangen kannst. Gehe ich wieder nicht im Detail. Und dann das Warten, bis du das Tier hast, ist Jahal. Es ist eigentlich eine volle Spannung, erwartungsvoll auf, jetzt kommt die Ü-Wort, Bütti, Loren. Also es ist erwartungsvoll auf Bütti, Loret. Lure. Okay, ich versuche es nicht mehr mit dem. Es ist, aber erwartungsvoll, mit voller Spannung, schauen wie ein Tier, das auf sein Bütti, das Beute, genau. Das ist Hochdeutsch, viel einfacher. Rede ich einfach häufig. Beute wartet, schaut. Von diesem Wort, das wir hier sehen, beobachten, bewachen, warten, verweilen, erwarten, volle Entspannung, anschauen. Wenn du die Bedeutungen zusammennimmst, was sagt es dir? Was heisst Warten auf den Herrn in der Bibel? Wenn du das alles würdest schauen, zusammengebunden sind mit dem Herrn, erwartungsvoll, mit voller Spannung auf etwas warten. Das sagt nicht, dass Warten eine passive Handlung ist.
Man sieht nicht, dass ein Warten ist, ja, warte ich halt. Ein bisschen da stehen und warten. Mal halt meine Sachen machen und warten. Mich mit etwas anderes beschäftigen und warten. Mit diesen Worten, wir lernen, warten ist viel grösser, viel tiefer. Ist eigentlich eine Einladung zur Freundschaft mit Gott. Warten ist eine Einladung für Intimität und enge Beziehung mit Gott. Warten ist nicht Handlung, etwas, was du kannst erledigen. Es ist nicht eine Phase von deinem Leben. Es ist nicht, dass du etwas von Gott brauchst und er von das warten. Es ist nicht eine temporäre Sache, die du machst, sondern es ist Lebensstil. Lebensstil, wo in Verbundenheit mit Gott ist. Ein Lebensstil, wo in Vertrauen und Hoffnung auf Gott setzt. Ein Lebensstil, die auf Gott hofft, schaut, die mit Gott synchronisiert ist, der mit Gott läuft. Lebensstil von Freundschaft, von Intimität, von Beziehung mit Gott. Und das hat es Jesus auch gemacht. Er hat uns auch gelernt, wie wir warten können. Jesus ist auf die Erde gekommen und er hat den Lebensstil geführt und er ist auf das Kreuz gegangen. Er ist auf das Kreuz gestorben, damit jetzt kann ich eigentlich auf Gott warten. Mit ihm warten, mit ihm leben. Jesus hat es möglich gemacht für dich und für mich. Darf ich kurz, ich glaube, einen Bibelvers habe ich gesprungen. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren. Schaut, sagen nicht die ein Gebetanliegen haben. Und dann von ihrem Gebetanliegen auf Gott warten, dass er irgendwann eine Antwort gibt. Die noch temporär für etwas auf Gott warten. Nein. Der redet von Lebensstil. Der redet die alle, die auf Gott warten, die auf ihn schauen, die hoffen, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Wieso? Wieso kann Warten mich stärken? Wie kann Warten, Harren auf dem Herrn, mich ermutigen, Mut geben? Mir Kraft geben, dass ich rennen und fliegen und nicht müde werden. Das Warten an sich selber kann mich ermutigen, kann mich stärken, kann mich aufbauen, kann mich motivieren, weil das ist Leben mit Gott. Aber es ist nicht etwas, wo ich einfach so erledigen machen kann. Ich habe ein mega schönes Buch von Andrew Murray. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Andrew Murray? Schon ein alter Buch. Und er redet extrem viel von Freundschaft mit Gott, Worte von Gott. Und ich habe viel Text von ihm heute geklaut. Und er sagt, wenn wir mal schauen, was heisst und wie kann ich mit dem Gott leben. Ich kann das kurz sagen, Worte an sich selber ist eine Belohnung. Wenn wir lernen, auf Gott zu warten, das an sich selber ist Erfolg. Ist ein Preis. Wenn wir lernen, auf Gott zu warten, leben wir so viel schöner, so viel einfacher. Okay. Psalm 91, 1-4 sagt uns, nächste Folie. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Dann geht weiter, könnt ihr das selber lesen. Da das Wort bleiben und wohnen ist wieder gleich wie das Wort warten. Das Bleiben und Wohnen. Jetzt David hat ein crazy Leben gehabt. Psalmen. Wenn du mal jeden Tag würdest einen Psalm lesen, ich ermute dich, entscheide dich jeden Tag ein Psalm lesen. Dann würdest du Gott mit anderen Brillen tiefer und enger kennenlernen. Es gibt schon so ein schönes Bild von wer Gott ist. Und David hat Gott sehr eng, sehr tief, sehr nah kennenlernen. Er ist oft mit Gott unterwegs. Und wenn er das schreibt, eigentlich, er ist in der Adulams Hölle. Versteht Hölle? Das ist richtig gesagt. Gut. Und er schreibt da, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Deswegen sage ich zu meinem Herrn, du bist meine Zuflucht.
und meine sichere Festung. Der David hat irgendwann entdeckt, die Gott, an dem, wo ich glaube, wo ich vertraue, wo ich hoffe, er ist meine Zuflucht. Er ist meine Weisheit. Er ist der allmächtige Gott, der kann ich tatsächlich aufbauen. Tatsächlich kann ich warten. Er ist gross. Er ist gross als meine Vergangenheit und meine Zukunft ist in seiner Hand. Auf ihn kann ich warten. Auf ihn kann ich vertrauen. Auf ihn kann ich zählen. Er ist ein treuer Gott. Er wird mich nicht enttäuschen. Er wird mich nie im Stich lassen. Der Gott, er ist mächtig. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist grösser als all meine Probleme, als all meine Schwierigkeiten, als alles, was ich weiß und nicht weiß. Er ist der Anfang von der Weisheit. Er ist Leiter, er ist Führer. Er ist der Weg, wo ich darf gehen. Er ist mein Herr, er ist mein König. Der Gott, der würde ich noch mehr kennenlernen. Wieso weiß er das? Und wenn ich dich frage, wer ist Gott für dich? Kennst du ihn, so wie der David ihn kennt hat? Vielleicht sagst du, ja, schau, der Brina, der Predigt habe ich oft gehört. Auf Gott warten und beten. Und solche Predigen, was machen mit dir? Vielleicht tut dich ermutigen, vielleicht tut auch Stress und Druck auslösen. Vielleicht sagst du, nein, das stresst mich noch. Noch mehr, was muss ich noch mehr machen? Und weißt du, wann finde ich Zeit? Und wann habe ich die Energie noch, so eine Beziehung habe, wie du gesagt hast. Oder weißt du was, Sabrina, ich habe es schon probiert. Es ist nicht, dass ich nicht gemacht habe, aber es ist einfach schwierig. Es geht nicht. Und ich glaube das. Ich glaube das sofort. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist unmöglich. So eine Intimität mit Gott haben ist unmöglich, wenn wir versuchen, allein zu machen. Wenn wir versuchen, allein unterwegs zu sein und durch unsere eigenen Versuche und Leistungen, Wissen und Gedanken und Verstand mit Gott eine Beziehung bauen, es geht nicht. Wenn denn, wird Legalismus. Ja, ich gebe und ich mache, bringe mir Mühe. Deswegen Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, der uns hilft, in dieser Beziehung zu Gott zu kommen. Weil allein kann ich nicht. Aber durch den Geist Gottes, der mich leitet und führt und Gottes Gedanken mich offenbart, kann ich das machen. Gott hat David ausgewählt, hat ihn gesalbt als König. Wisst ihr, wie viele Jahre er hat gebraucht zwischen der Salbung bis dem Punkt, wo David ist tatsächlich König geworden? Wollt ihr mal raten? Ungefähr, was denkt ihr? 20, 25? Geht ein bisschen höher? 17? Gut, ich sage es. Zwischen 34 und 36. Hat gedauert, bis der Mann ist ein König geworden. Von dem Tag, wo Samuel hat ihn gesalbt, bis zum Königreich, bis der Punkt, wo er angefangen als König, hat zwischen 34 und 36 Jahre gedauert. Und in dieser Zeit, David hat viel Feind gehabt, er musste oft fliehen, er war oft auf der Flucht von seinem Feind, von seiner Familie, von der Saul, von seinen eigenen Kindern. Von diesen 34 Jahren. Er wurde bedroht, er hat Herausforderungen erlebt, er hat schwierige Zeiten erlebt. Er hat Zeiten gehabt, wo er hoffnungslos war. Und doch, wir schauen in den Psalmen, er hat immer wieder Zeit gefunden, auf Gott zu warten. Er hat immer Zeit gefunden mit Gott. Er hat immer Motivation gesehen, weil er hat gelernt, meine Zuflucht, Heiland, der Ort, der sichere Ort ist Gott. Psalm 27 lehrt uns. Und er sagt, eines habe ich vom Herrn erheben, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in seiner Verborgenheit seinen Schutz gewahren und mich auf einem Höhenfelsen in Sicherheit bringen. Erhobene Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und ich will dort in seinen Heiligtum mit lautem Jubeln mein Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm von meinem Angesicht. Suche mein Angesicht. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht trennen.
Darf ich den Psalm 27 nochmal haben? Wenn ihr noch findet. Denn er will mich auf Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewahren. David hat das mega gut verstanden. Er hat verstanden, dass in der schlimmsten Situation, in der schwierigen Situation von meinem Leben, ich muss zu dem Ort von der Verborgenheit, dass das Ort der Rückzugsort hineinkommt. Und er hat das immer wieder gemacht. Er hat sich Zeit genommen und an den geheimen Ort gekommen. Wo ist dein verborgener Ort? Wo ist dein Rückzugsort? Wo gehst du mal und wartest du auf Gott? Andrew Murray sagt, Jesus betrachtet eine solche Gemeinschaft mit dem Vater als unversichtbar. Daher sehnt er sich danach, dass wir verstehen, dass wir keine hingegebenen Jünger sein können, ohne täglich mit dem Vater zu leben, der eifrig auf unsere Verborgenen wartet. Ich liebe das. Gott wartet eifrig für dich, weil er weiß, dass du und ich ihn brauchen. Weil er weiß, dass ohne ihn haben wir Spiele verloren. Weil er weiß, das Leben ist so schwierig. Und wenn wir das allein noch schaffen, ist es noch schwieriger. Was ist das Problem denn? Wieso trotzdem machen wir vieles allein? Das Problem liegt oft auf unseren Herzen. Manchmal unsere Herzen sind so voll mit unseren Sorgen, Gedanken, Ängsten oder Begehren von der Erde, von der Welt, Begehrungen nach Sachen von der Welt. Dass die Frucht von unserem Herz tut uns nur transformieren, verändern, uns näher am Bild Gottes bringen. Ich glaube, die Bibel sagt, Satan ist gekommen, um zu töten, zu klauen und zu zerstören. Das, was gut ist, das, was von Gott ist, er will nicht. Und Gott ist da und er sagt, ich liebe mit dir Zeit verbringen. Ich warte auf dich. Wartest du auf mich? Willst du eine Beziehung mit mir haben? Ich will das mit dir haben. Und dann der Feind kommt rein und sagt, mach das allein. Du kannst es allein machen. Hey, komm, bring Leistung. Und anstatt dass wir vorwärts kommen, gehen wir noch mehr hinterher. Dann kommt der Satan und er versucht uns zu verurteilen, richten. Du bist nicht ein guter Christ. Schau mal deine Sünde an. Schau mal dein Leben an. Das kannst du nicht. Das schaffst du nicht. Schau mal dich an. Kann der Gott mit dir so eine Beziehung haben? Und er liebt, wenn er gewinnt. Und der Heilige Geist ist gleichzeitig da und er sagt, Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht wie weise Kinder, sondern ich schicke euch den Heiligen Geist. Er wird euch Gottes Gedanken offenbaren. Er wird von Gott nehmen und euch geben. Ich glaube, David hat eine Salbung von dem Heiligen Geist gehabt. Deswegen hat er Gott ganz persönlich als seinen Freund kennenlernen. Wie viel mehr du und ich haben den Heiligen Geist heute? Glaub mir, wir haben viel mehr. Ich glaube, wenn David hätte heute gewohnt oder wenn er würde mal heute auf die Erde kommen und uns als Christ mal erleben. Und er sagt, ihr habt den Heiligen Geist, er wohnt in euch. Altes Testament, wir mussten immer kämpfen von dem Heiligen Geist. Er ist gekommen, er ist gegangen, er ist gekommen, er ist gegangen. Er ist nie geblieben und ihr habt es ständig mit euch. Denn so brauchen wir nicht. Wieso laden wir den Heiligen Geist nicht in unser Leben? Weil allein kann man nicht unterwegs sein. Allein schaffen wir es nicht. So laden den Heiligen Geist und das werden wir heute machen. Wir haben auch ein prophetisches Team nach der Predigt, während dem Lobpreis. Wo möchtet euch segnen? Von Gott hören und euch weitergeben. Davon muss ich aber entscheiden. Will ich allein unterwegs sein? Will ich durch meine eigene Kraft, Stärke, Mut, Leistung meine Kämpfe kämpfen? Weil dann, wenn du das machen willst, go for it.
aber bald schüttest du unter. Es ist schwierig. Allein schaffen wir nicht. Und deswegen Gott hat den Geist uns gegeben. Und dann, ich lese nochmal etwas von Andrew Murray und sagt, wenn wir auf unsere Bedürfnisse, Wünsche, auf unsere eigenen Anstrengungen und unser Glauben achten und uns vertrauen, aufbauen, werden wir bald feststellen, dass in unserem Gebet keine Kraft mehr liegt. Wenn wir uns auf unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche, Gedanken, Anstrengungen und Leistungen achten, abhängig sind von das ich kann selber, werden wir schnell merken, mein Gebet geht nicht weiter als die 4 Wände. Aber wenn wir lernen, Heiliger Geist einladen und ihm in uns, durch uns wirken, uns zu regen und dann mit uns zusammen auf Gott warten. Und ich liebe das Bild. Hätte ich so die ganze Predigt mit dir, Meli, zusammen predigen, mit dir laufen. Ich liebe das. Wenn heute würde Gott jetzt zu dir kommen, und er ist schon gekommen, das hat er gemacht, aber stellen wir uns vor, wenn heute würde Gott zu dir kommen, sein Bein mit deinen Beinen zusammenbinden. Und er sagt dir, heute laufst du mit mir. Und eigentlich weißt du was, die ganze Woche laufst du mit mir. Du gehst diese Woche mit mir, bist unterwegs. Wie würde dein Leben aussehen? Wie würde deine Woche aussehen? Wenn du bewusst weißt, mein Bein ist bindet mit Gottes Bein. Jeder Schritt, den du nimmst, alles, was du machst, wie würde dein Leben aussehen? Wie würde das Leben, die immer ständig auf Gott wartet, aussehen? Kann ich dich ermutigen, das mal machen? Entscheide dich bewusst diese Woche. Binde ich mein Bein mit ihm. Aber nicht durch meine eigene Kraft. Darf ich auch Lobpreis auf der Bühne bitte? Nicht durch meine eigenen Versuche. Nicht, dass ich dann... Jetzt nicht, dass du sagst, mein Bein ist mit Gott verbunden, jetzt versuche ich ein guter Mensch zu sein, jetzt will ich etwas Gutes tun, keine bösen Worte sagen, nicht streiten, jetzt gebe ich mir Mühe. Nein. Indem du so kannst, in dieser Woche sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Allein kann ich nicht, schaffe ich nicht, mag ich nicht, geht nicht. Ist unmöglich. So, Heiliger Geist, komm rein. Du musst durch mich mit mir zusammen auf Gott warten. Kann man davor beten? Ich will für euch beten jetzt. Vater, ich weiss, es gibt viel mehr als das, was wir sehen, als das, was wir erleben, als das, was wir wissen. Viel mehr, was wir dürfen von dir erfahren, erleben, kennenlernen, entdecken. Und du hast so viele wunderschöne Überraschungen für uns. Himmlische Überraschungen, Offenbarungen. Und wir sehnen uns danach. Nicht nach Sachen von dieser Welt. Unser Investment, wenn wir nicht in dieser Welt sind. Nicht die Sachen, die kurz und vergänglich sind, sondern wir heben unsere Augen auf den Himmel. Wenn wir dich in unser Herz einladen. Und sagen, nimmst du den ersten Punkt, bist du unsere Priorität, bist du der Fokus. Und dann alles andere wirst du uns geben. Wir wollen lernen, wie David, auf dich zu warten. Harren, hoffen, vertrauen, voll Entspannung, sehnsuchtlich begehren. Wir wollen schmecken und spüren, wer du bist, wie gut du bist. Viel besser als alles, was in dieser Welt uns anbieten kann. Amen. Lass uns erwartungsvoll in diesem Lobpreis einsteigen. Erwartungsvoll ihn heute Morgen einladen. Nehmt auch prophetisches Gebet und schon ein Gebet einfach in Anspruch.